Tanja Giberia, eng Polarforscherin, war mat 2 vun hire Kollegen bei uns am LGE, fir Schüler Appppe iwwer Permafrost a Frozen Ground Cartoons ze zielelen. Weil just de puer vun eis Chance hatten, bei den Flotten an interessante Workshops dabei zu sinn, wo Männer natürlich dat ganz gefilmt an Tanja gefrot als sein Team vorzustellen. Ich bin Tanja Giberia, ich bin lange Jahre an der Polarforschung an der Weg gewesen und ich arbeite eine Woche als Lützburg an der Education. Und dann an diesem Team dabei sind den Dr. Frédéric Bouchard, den auch noch dem Spitznamen Fred Feuerstein an diesem Projekt NRW. Hin ist ein kanadischer Polarforscher, den Permafrost schafft, und hin ist in Frankreich auf der Universität Paris Süd. Dann haben wir Dr. Josephine Lenz dabei, hat das dem Spitznamen Exzellenz NRW. Und Josephine Lenz hat das aus Deutschland, von Potsdam, vom Alfred Wegener Institut. Dann haben wir Charlotte Haug, hat das Charlotte on the Rocks oder Rock Charlotte, 2 Spitznamen am Projekt. Und hat das eine Masterstudentin, auch vom Alfred Wegener Institut, auch zu Potsdam. Tanja ass mat enger Ekipp durch verschiedene Lyceen am Land gereist. An du hu sie eben ein ganz Party Atelien organisiert. Nur enger kurzer Introduktion, wat Permafrost überhaupt ass, konnten Schüler sich selber ein Bild machen und Hand vu praktische Beispiele. De Fred hat uns erklärt, weil er engem Workshop simuliert gëtt. On fait un atelier ou un workshop sur le dégel du pergélisol. Donc on a recréé dans un bocal, dans un petit aquarium, on a recréé des conditions de pergélisol ou sol gelé. En fait, on a mis une lentille de glace, on a mis de la glace dans le sol, on a mis des maisons ou des routes sur le dessus et on va laisser dégeler pendant 2 à 3 heures. Et on va regarder quels sont les changements en surface et dans l'aquarium. On veut montrer avec ça, en miniature, l'impact du réchauffement climatique sur le pergélisol. Donc, quand le pergélisol dégèle et la glace fond, ça crée une perte de volume. Donc, la surface du sol va s'affaisser, va descendre. Et s'il y a des routes, des maisons, chemins de fer qui sont construites sur la surface du sol, bien évidemment, ça va faire en sorte que les maisons ou les routes ou les chemins de fer vont être affectés. Donc, parfois vont s'affaisser sur le côté ou vont être tordus. Als Präsidentin vu Polar.lu huet Tanja zusammen mam Skript am Fonds National de la Recherche de Projekt Frozen Ground Cartoons an Klewe gerufen. Dabei sind dann auch noch den LGE, de Sportslycée, de Maman-Lycée Josie Bartel an eng internationale Klasse aus dem Michel Lucius dabei kommen. Den Projekt hat verschiedene Wollen, den einen, das immer schon lange am Gangen, das die Cartoons, die auf Englisch, Deutsch, Französisch und Schwedisch geht, auf Lützeburgisch zu übersetzen, es geht auch an andere Länder, ob Inuktitut, ob Südkoreanisch, ob Chinesisch, Arabisch übersetzt und dann eben auf Weltspruch Lützeburgisch, auch wo die Schüler halt schon ganz aktiv hier Übersetzungen geschrieben haben, das geht am Frühjahr nächstes Jahr publiziert. Dann den zweite Wolle ist, dass wir die Workshops machen, die Wissenschaft an den Cartoons, wo man dann über Workshops probieren, die Wissenschaft durch und drüben heute Schüler Minuten zu bringen und das ganz interaktiv zu erschaffen. Charlotte Haug hat also ein bisschen erklärt, was die Schüler aus seinem Atelier gesehen haben. Und hat uns mittags auch noch etwas zu ihrem Brettspiel Frozen Ground Board Game erzählt.
Das ist so ein Kryosphären-Workshop, also so die Eisatmosphäre, alles was mit Eis zu tun hat. Die Schüler sollen sozusagen so relativ einschätzen, wie groß die Eisflächen auf der Erde sind. Es gibt verschiedene Eistypen und wir wollen dann eben, dass die Schüler schauen, wo liegt die Anzahl von Gletschern in Bezug auf das arktische Eisschild oder sowas. Genau, das Spiel geht sozusagen so, man fängt in der Mitte an und hat verschiedene Farben und für verschiedene Teams und dann muss man Fragen beantworten. Also man geht auf verschiedene Felder, die stehen für verschiedene Bereiche, die mit Permafrost zusammenhängen und muss dann eine bestimmte Anzahl von Fragen beantworten, um von jedem Bereich eine Frage richtig zu haben. Und wenn man das geschafft hat, kehrt man mit seiner Spielfigur wieder zurück in die Mitte und dann hat man gewonnen. Und es geht sozusagen darum, interaktiv und spielerisch ein bisschen was zu lernen über Permafrost und die Kryosphäre und die Arktis. Et war auch op segen egen Expeditionen a Polargebieter aber den Inuit, wo Tanja den direkten Impact vom Klimawandel kon beobachten. Siedlunge vun de Bewohner an den Gegende mussssen hier nei Wohnkartien a PRGen upassen, weil ebe grad heide Permafrost so unstabil gëtt an noch do viel ënnert dem Abfluss vom Klimawandel leit. Hummer den echte Workshop haut, den war d'Liewe vum Forscher, vum Polarforscher, wo man es wirklich eng Survivalbox, die man vom Alfred Wegener Institut krit hun, ugeguckt hun, wat du dran aus fu Survival gehe, aber auch von allgemeinen gehe, da die braucht für an den extremen Temperaturen, extreme Konditionen können zu schaffen, zu leben, auch vielleicht auch zu evaluieren. Da haben wir einerseits halt Polarzelt, wir hatten Polarkleidung, wir haben allmählich Equipment, was die braucht für so ein bisschen mehr extreme Camping und mehr extreme Konditionen zu machen. No de Mitte ein zweiter Workshop auf die Liebe vom Wissenschaftler, aber das kann ja zusammen mit den Inuit, wo man wirklich die Inuit-Kultur angucken, wen du kann sich respektvoll beholen und zusammen mit den Inuit dann auf Forschungsprojekten zusammen schaffen. Let's go. Und welche Message will den Schüler mitgehen haut? Ich hoffe, dass sie Spaß haben, das war der Hauptpunkt. Dass sie die Forschung allgemein entdecken, sich dafür interessieren, dass sie vielleicht auch sich für die Polarforschung dann vielleicht nur begeistern. Vielleicht fanden sie Permafrost dann auch flott und das hat mehr wie einfach nur gefrorene Böden, dass sie gesehen, das hat etwas ganz Spannendes quasi. Ein ganz interessanten Tag also für die 3MG-Klasse. Eng motivierte Equipe, die durch die Flottatelier in Schüler konnte begeistern, für etwas, was sie für Druckfleiten auch gar nicht gesehen haben.